Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen. Habt ihr euch schon mal gefragt oder gedacht, es wäre so ein Spiel toll, wo man alles machen könnte und voll die echte Grafik und Realismus und so, wäre es nicht toll? Ja, so eins gibt's. Nee, also ich meine, es wäre schon geil, so ein Spiel, wo man alles machen könnte und so. Und das gibt's ja eigentlich auch, wenn man es mal so sieht. Wenn man es mal so sieht. Nee, Sit nicht, aber bist du schon Sit? Sit ist das Gegenteil von durstig, ja. In dem Spiel, da kann man fucking alles machen. Da kann man unsichtbar werden und zu seinen Kumpels gehen und, ja, ein dummer Arsch sein, alles verstecken irgendwie und die Sachen, essen aus dem Kühlschrank zum Beispiel oder alles auskippen oder Auto fahren oder ins Weltraum fahren oder Präsident werden. Man kann alles machen in dem Spiel und dieses Spiel hat jeder von euch schon mal gespielt. Halt's Maul, du komische Stimme in meinem Kopf. Und ich auch. Und ich hab's neulich erst wieder gespielt. Und dieses Spiel heißt Die Fantasie. Ne, ist es nicht dumm von mir, so einen Scheiß zu labern? Ne, ist aber, wenn man genug Vorstellungskraft hat, die einem ja sozusagen geraubt wird, mit Filmen, also wenn man es mal so betrachtet, ne? Weil wenn man ein Buch liest, dann muss man alles vorstellen, oh, wie könnte jetzt der aussehen oder das könnte so weitergehen. Aber in einem Film sehe ich, ach ja, der stirbt ja und okay, gut, ja. Oder im Spiel sehe ich auch, aha, der stirbt ja, Das ist halt mit der Vorstellungskraft ganz anders, ne? Früher als Kind, da habe ich so mit meinem Kumpel irgendwie ein Spiel gehabt. Früher als Kind hatte ich mit meinem Kumpel ein Spiel, wir mussten irgendwie die Panzerbande oder irgendwie sowas jagen und finden. Und das waren komische Roboter, Außerirdische und egal. Und dann haben wir uns vorgestellt, wie die in dem Haus sind und dann müssen wir auf das Haus schießen mit unseren Waffen. Aber wir hatten keine Waffen, wir hatten bloß unsere fucking Hände und das hat uns gereicht, weil es saugeil war. Es hat fucking Spaß gemacht, hey. Und ich sitze jetzt noch gern im Bett und überlege mir irgendeine Scheiße. Ich dachte mir irgendwie neulich, ja, das wäre voll lustig, wenn ich so metaphysisch wäre, meinen Körper verlassen könnte und dann im Unterricht die Lehrerin mit Kreide beschmeißt. Wäre das nicht saulustig? Oder wenn sie was hinzeichnet, das sofort wieder wegwischt. Ja, das wäre fucking lustig. Und das kann man halt in alles denken. Man könnte sich vorstellen, ich bin ein Rennfahrer oder ich bin jetzt Vater Comstock. Vater Zollstock. Der sollte eigentlich Holzmeistermaler werden, oder wie man das nennt, wenn man mit Holz arbeitet. Ja, und heute einfach mal, weiß ich nicht, dass man sich Gedanken drüber macht, über die Fantasie. Das könnte ein bisschen dumm sein von mir, wenn ich das jetzt so versuche hervorzuheben, aber ich weiß nicht, vielleicht verlässt einen wirklich die Fantasie, wenn man älter wird. Ich weiß es nicht. Schreibt's mir in die Kommentare. Das würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt, wenn, was ich gerade gesagt habe eben, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist, dass man jetzt irgendwie sich denken kann, weiß ich nicht, eine Geschichte ausdenkt und dann die Geschichte lebt sozusagen. Also ich denke mir jetzt aus, ich habe jetzt hier irgendwie, ich muss was finden oder irgendwie so eine Kacke halt von, ja, dass man sich halt selber was ausdenkt. Ich glaube, das machen die wenigsten. Dass man jetzt irgendwie sich ausdenkt, man ist jetzt, irgendwer wurde gefangen genommen und dann muss man den retten und dann geht man, also man hat die Augen zu die ganze Zeit oder offen, wie es halt einem besser liegt und dann muss man halt, die Vorstellungskraft benutzen oder ich stell mir vor, ich brech beim Nachbarn ein und der ist sauer und so eine Scheiße. Das wäre doch voll lustig, oder? Da wäre alles möglich. Aber nein, ja. Das macht man halt heutzutage, finde ich, noch sehr wenig, ja. Und, bevor es noch weniger weiter keinen Sinn gibt, würde ich mal sagen, ja, tschüss, bis dann und bleibt so schön.